Guten Morgen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen aufzuzeigen, wie es aussieht mit Railroad Corporation 2 im Vergleich zum ES grafisch-technisch und menütechnisch. Also man muss ganz klar erwähnen, dass Railroad Corporation 2 noch im Early Access steckt. Da hätten wir zum Beispiel hier mal Zuglisten. Dann hätten wir hier zum Beispiel da das Schienenzeug, das man ja da kann elektrifizieren kann. Schiene an sich, wo man eventuell da kann man relativ viel neues Zeugs machen mit Lüpfen, Parallelfahren. Da haben wir die Bahnhöfe, wo man die Ausbaustufen sieht. Da sieht man die Städte. Hier ist der Forschungsbaum. Der sieht hier so aus, wo man da kann die nächste Forschung nach einem Wissenschaftler zuweisen. Das ist jetzt alles noch pausiert. Nehmen wir hier Berichte, die so aussehen. Dann haben wir jetzt Personal, das man da anstellen kann. Und hier haben wir das Büro, wo ich da die verschiedenen das ist zum Beispiel eine neue Geologieabteilung. Wenn wir jetzt da schauen, wie das beim anderen aussieht, ja, das da im Hintergrund am Laufen, da Musik bleibt beim 2. Dann haben wir jetzt hier die aktuellen Ziele. Die Zugliste sieht dann so aus. Bahnhöfe so, wo man dann noch besser durchschalten kann. Stadtliste sieht so aus. Berichte sehen so aus. Das ist meine Personalabteilung, die ich einfach im Büro habe. Die andere Sachen habe ich noch gar nicht gemacht. Forschungsabteilung. Ich habe ja gar keine gebaut offensichtlich da. Auch nicht so Geld, ehrlich gesagt. Die Strecken sehen wir da ein bisschen herzoomen. Brücke, Städte, Bahnhöfe. Wo haben wir irgendwo einen größeren Bahnhof? Das ist gerade die ganz idealste Mission, für jetzt zu sagen. Hier haben wir einen größeren Bahnhof. Und dann eigentlich zuerst die Mittellinie baust und dann kannst du links und rechts noch eins anhängen, oder du kannst maximal 3 Linien bauen. Und du kannst so auch nicht einfach so mit einem Knopf parallel ziehen wie beim 2. Dafür fahren hier in der gleichen Richtung, wenn die Strecke frei ist und schon Zug in die Richtung fährt, fahren immerhin 2, was beim anderen nicht ist. Gehen wir auch wieder zu diesem hier. Also hier baue ich dann den Bahnhof, das Gebäude, und dann baue ich einfach Gleis so. Da könnte man zum Beispiel noch eins mehr machen, oder? Ne, habe ich schon 5. Die Schiene sieht da so aus. Lassen wir da mal die Züge noch ein bisschen fahren. Da. Die Zugliste ist dann also so ein bisschen anders. Ich sehe da hier dann eigentlich die Route. Hier sehe ich die Fracht. Ich sehe das Logbuch. Da in den Einstellungen kann ich zum Beispiel, dass ich jetzt mal so flicken. Ich kann hier die Leistung begrenzen. Ich kann die Farbe wählen. Das hat man glaube ich beim Auto auch schon können. Die Priorität vom Zug kann ich einstellen. Das ist alles neu. Das ist relativ cool. Aber zurück zu Meldung da. Hey. Ich habe früh am Morgen. Wir noch eine Zeitumstellung gehabt. Bin aber trotzdem schon früh wach. Und die Städte sehen so aus. Ja, es ist so ein bisschen. Das ist natürlich eine Winterkarte im Vergleich zu der Sommerkarte. Wenn man ein bisschen rauszoomt, dann sieht man eigentlich nur noch die Industrie. Und nicht mehr. Oder hier habe ich Getreide, wenn ich nachher herkomme, habe ich noch nichts. Aber hier habe ich eine Glashütte, das ist ja auch neu. Wenn ich zoome, kommt dann plötzlich das Grün ist das, was sie gerne hätten. Was sie anbieten natürlich. Und das Rote ist alles das, was sie gerne hätten. Also die wollen selber Glas. Und wenn man dann noch mehr zoomt, sieht man für
Quarz und Kohle mache ich Glas. Da sehe ich 1 Quarz, 1 Kohle gibt 3 Glas. Und jetzt da wieder zum anderen switchen da. Wenn ich jetzt da hier eine Produktion habe, dann sehe ich das hier, oder der Stoff, und zu Holz gibt es einen Stil. Natürlich jetzt ein bisschen ansprechender von Farbgebung, weil es halt einfach nicht Winter ist, nicht so trist. Die Städte sind ja ein bisschen anders aufgelöst. Ich habe nur noch ein Land, das man kaufen kann. Und hier ist ja Gemeinschaftsland oder Gemeindeland und Industrieland. Und hier ist auch eigentlich das Angebot, Nachfrage. Das ist aber gut möglich, dass das bei Railroad Corporation entsprechend noch angepasst werden kann. Also hier haben wir noch eine Brücke. Die Brücke sieht so aus. Beim Neuen kann ich auch bei der Brücke noch sagen, was das für eine Brücke soll werden. Also Stehbrücke. Wenn wir jetzt da wieder zum anderen wechseln da. Wenn wir jetzt da hier, wo haben wir da, wo könnten wir eine Brücke bauen? Irgendwo hier. Oder da. Wir könnten jetzt hier mal so eine Brücke testhalber bauen. Zack. Und ich kann ja da meine Züge fahren da hier zu 140. Und das hier ist, sieht man das Gelände, also dann mache ich sofort Tunnel da, wo ein Umweltvermögen kosten. 1 Million kostet jetzt schon nur die Schiene irgendwie so. Und jetzt machen wir da hier mal eine Brücke drüber, so. Jetzt kostet das da... das kostet ein bisschen... So könnte ich es bauen, oder? Jetzt das so bauen... Kann ich das jetzt nicht auswählen? Ah, mal hier. Jetzt kann ich sagen, der Standard ist eine Holzbrücke. Wenn ich aber eine Stahlbrücke möchte, kostet das so viel mehr. Wenn ich eine Steinbrücke möchte, dass ich dann 100 fahre, kostet das so viel mehr, oder? Wenn ich dann auch so auswähle. Baut wäre jetzt eine Holzbrücke. Kann ich eine Stahlbrücke machen oder eine Steinbrücke? Das kann ich beim anderen nicht. So. Natürlich aber dort die ganzen Höhenunterschiede habe ich beim anderen auch nicht. Oder ich kann auch zum Beispiel hier mit der mit welcher Taste nehmen? Strom. Mausrad kann ich ja sagen, ich will es hier lüpfen oder ich will es in Bodach machen. Anstatt dass ich eine Brücke mache, gehe ich einfach zu Boden. Oder anstatt dass ich einen Tunnel mache, gehe ich einfach drüber. Das ist schon etwas Neues. Was auch noch wirklich cool ist. Also man muss eigentlich sagen, das neue Spiel hat mehr Funktionen. Die Gebäude sind extrem teuer, oder wenn ich das kaufen will, ist das... Ah, das ist schon mies. Also ich will das nicht kaufen, wenn ich jetzt da die Farm möchte kaufen da. Dann kostet die fast 400'000 Geld. Im alten Spiel war eine Farm irgendwie 50'000. Dafür kostet Züge kosten zweimal nichts, oder? Die Züge sind ganz günstig. Dafür sind die Schienen teuer und die Waren sind teuer. Also, die Waren sind relativ teuer im Ankauf, viel teurer als beim alten. Und geben dafür hier auch ein bisschen mehr. Passagiere gehen Preis pro 100 Kilometer. Ja, so ein bisschen, das ist doch das Ding da. Aber es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Erweiterung vom ersten Teil.
muss man also sagen, das ist, wenn wir den ersten Teil hier haben, oh, das ist auch pro 100 Kilometer, das ist ja gleich. Aber wenn ich da Schienen bauen ist, wo tue ich Schienen bauen? Hier. Da kann ich auch zum Beispiel Segment außerhalb der Karte, Segment ist zu lang und, oder? Ich kann gar nicht so lange bauen, am anderen Ort kann ich quer über die Karte bauen, es baut einfach. Und hier ist Maximalgeschwindigkeit 120, also ich gehe technologietechnisch nicht so ganz weit. Und dafür habe ich eigentlich hier im Büro, mit den ganzen Typen kann ich dann, zum Beispiel, dass die Erdarbeiten günstiger sind, dass die Schienen günstiger sind, das habe ich alles dort im Büro, wo ich mit den Leuten, die ich dort anstelle, mit den Bonus- und Malus-System. Und ja, hier Aufträge, die ich beim anderen Ort bis jetzt noch nicht habe, aber das kann ja dann noch kommen. Und dann habe ich hier eine Lobbyabteilung, die eigentlich abstimmt, ob gewisse Produkte teurer oder billiger werden, subventioniert oder bestraft. Aber es ist auch am anderen Teil alles auch möglich. Das ist dann hier die Lobbyabteilung, und dann die Finanzabteilung, Handelsabteilung. Was ich auch noch habe beim anderen, was mich enorm cool tut, du kannst eigentlich da hier, ist das meine Kohlenmine, dann kann ich sagen, ich will das in der Stadt verkaufen und kann da eine Regel erstellen. Wenn ich mehr als 5 habe, würde ich den Rest verkaufen. So, zack. Das kann ich natürlich einstellen. Und jetzt verkauft er mir Kohle in die Stadt. Bis ich nur noch 5 habe. Zack. Weil drunter geht er nicht. Jetzt jedes Mal, wenn ich wieder eine Kohle habe, verkauft er die wieder in die Stadt, bis die Stadt 30 Kohle hat. Und dann kann ich hier ein Minimum her tun für den Betrieb, den ich brauche, für die Züge. Und den Rest verkaufe ich automatisch in die Stadt, bis die Stadt keine mehr nimmt. Das finde ich noch so eine sinnvolle Erweiterung. Das ist doch cool. Und dann irgendetwas ist da noch mit diesen Signalen, aber das mit dem Signal, das check ich nicht. Also man kann hier, kann man da Signal, aber das Strecke dann nur noch E-Weg führt, aber ich habe das ausprobiert und gesagt, die Strecke geht nochmal fort und die Strecke kommt nochmal zu und die Züge fahren gleich noch 2 hintereinander. Also es ist, keine Ahnung, muss ich mich mal dann noch ein bisschen vertieft damit befassen oder irgendjemand schreibt mir in die Kommentare, wie das funktioniert. Weil das neue Spiel hat eigentlich auch in dem Sinne kein Tutorial, das das Zeug erklärt, sondern probier's einfach mal. He? Ja, also gut, das ist so vom Grafikvergleich her jetzt etwa, sieht man ja ein bisschen, was da Sache ist. Dann, wenn irgendjemand noch etwas mehr sehen wissen im Vergleich zu den beiden Spielen oder generell zum Spiel, dann kann man das euch gerne in die Kommentare schreiben. Und sonst beenden wir doch das Video zu diesem Zeitpunkt mit dem kleinen Einblick von diesen beiden Railroad Corporations. Merci vielmals fürs Zuschauen.